Haut und Mittwoch von der 1. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Oktav, die dieses Jahr unter dem Thema Schönheit vom Glaube steht, überdrohe mir von Hai Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir Notre Dame de la Terre, Laudate Dominum 527. Bei der Aussetzung Liebster Jesu, wir sind hier, Magnificat 520, der Regina Coeli, Magnificat 574, beim sakramentale Segen, den Tantum Ergo, Kompendium Nummer 64, und als Schlusslied Selig das Volk, Magnificat 888. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Toccata Secunda vom Johann Jakob Froberger. Kantore sind der Jean-Juan Patrick Müller und den Herr Luc Nilles. Thema von der Predigt vom Oktav Prediger, dem Pater Theo Klein, als Haut: die Schönheit des Wortes Gottes in der Bibel.
Notre-Dame des rivages, quand un jour il faut partir, la douceur de ton visage nous promet un avenir. Notre-Dame de la terre, Notre-Dame sur nos chemins, tu montres la lumière, tu nous dis c'est Jésus-Christ, tu recueilles nos prières, tu nous dis marchons vers lui, Notre-Dame de la terre, Notre-Dame des pèlerins. Notre-Dame des étoiles, dans le ciel des soirs d'été, tu recouvres ton voile ceux qui prient à tes côtés. Notre-Dame de la terre, Notre-Dame sur nos chemins, tu nous montres la lumière, tu nous dis c'est Jésus-Christ, tu recueilles nos prières, tu nous dis marchons vers lui, Notre-Dame de la terre, Notre-Dame des pèlerins. Notre-Dame des aurores, des matins toujours nouveaux, aujourd'hui pour nous encore, tu seras notre flambeau. Notre-Dame de la terre, Notre-Dame sur nos chemins, tu nous montres la lumière, tu nous dis c'est Jésus-Christ, tu recueilles nos prières, tu nous dis marchons vers lui, Notre-Dame de la terre, Notre-Dame des pèlerins. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dont ta bonté accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, wer sich nicht an die gesunden Worte Jesu Christi, unseres Herrn, und an die Lehre unseres Glaubens hält, der ist verblendet. Er versteht nichts, sondern ist krank vor lauter Auseinandersetzungen und Wortgefechten. Diese führen zu Neid, Streit, Verleumdungen, üblen Verdächtigungen und Gezänk unter den Menschen, deren Denken verdorben ist. Diese Leute sind von der Wahrheit abgekommen und meinen, die Frömmigkeit sei ein Mittel, um irdischen Gewinn zu erzielen. Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man nur genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Wort des lebendigen Gottes. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, lief geistlich Matbrüder, lief hauptamtlich an Benevol, lief vielleicht hier an der Kathedrale noch über die Medien mit uns verbunden, ganz besonders auch die Krank, also wie consacré, und ich adressiere mich an all die, die de Gu Wort Gottes verloren haben. Aber auch an all die, die de Gu Wort Gottes nicht verloren haben. Die wissen, wie wertvoll das Wort vom Herrgott ist. Ich wohne nur bei einem Büsch. Es geht gut, regelmäßig an den Büsch spazieren zu gehen. An all Spaziergang am Büsch als Ernstes. Es geht darum, Darn und Toren, als Sinnesorgane und auch als Herz abzumachen. Und da gibt es Spaziergang zu einem Erlebnis. Allein schon die Tatsache, wie viel Sorte von Bäumen an einem Busch sind. Ein Vierster könnte das natürlich noch besser beschreiben wie ich. Und am Frühjahr, als der Busch am Hochzeitskleid ernst das, wie am Stiefkleid vom Hirscht. Ein ganz Skala von gieler Gold bliedert sich am Hirschbusch mit all seine vielen schönen Farben. Also ist es eigentlich auch mit der Heiligen Schrift. Bibel, Buch von den Büchern, könnte man viel wie so de Busch am Hirscht, mit seinen vielen Farben. An all Einzelbuch an der Bibel hat seine eigene Art. Zum Beispiel der Prophet Jesaja, der ist ein ganz distinguierter Aristokrat. Der schreibt ganz ernst, dass wie der Micha, ein einfacher Mann vom Land. Und da könnte man noch weiterführen. Es besteht wirklich eine Vielfalt an der Bibel. Auf verschiedene Arten sind auch die biblischen Bücher, auch nur der literarische Form. Der Bibel, da finden wir Briefe, Reden, Predigten, Weissagungen, Lieder und Gebete. Und worin steht ausgedrückt,
je oder Art vom Text. Aber noch an einer anderen Hinsicht gleicht Bibel dem Büsch. Wie de Wand Beem a vielfältige Melodien, a geheimnisvolle Flüsteren durchströmt, mal ganz los, mal mi hart, so ist Bibel eigentlich vom Geist Gottes erfüllt. Der Geist von Gott, können wir sagen, der bläst an der Bibel. Oder wie der Apostel Paulus am 2. Brief von Timotheus schreibt, sie hast Gott gehaucht oder von Gott eingegeben, oder wie die Kirche der Ausdruck, von Gott eingegeben oder von Gott inspiriert. Die Schriftsteller, die schreiben in der Abwirkung vom Heiligen Geist. Bibel ist wichtig. An der Kirche, wenn wir Liturgie feiern, dann hört Bibel auch ganz besonders Respekt verdient. Beim feierlichen Gottesdienst wird Bibel vom Kerzenlicht begleitet. Und dafür stehen sie alle Gute beim Vorlesen vom Evangelium ab. Der Weihrauch wird geholt, der Priester oder den Diakon, der küsst Bibel. Und gibt noch einen Vergleichspunkt zwischen der Bibel, dem Buch von den Büchern, an dem Büsch. So wie den an den Büsch spazieren geht, die Stimme vom Büsch nimmer richtig kann, wo holen, dat heimlich flüstere von seine Beem, von seine Blieder, so muss losgehen, ob lichte Säulen weitergehen. A gelegentlich muss noch still sein, einmal einfach stur bleiben, für das Sonnenstrahlen an den Büsch rackene Strahlen, und dass auch kann den Himmel gucken. Also ist das auch beim Lesen von der Heiligen Schrift, für das Wort von Gott zu entdecken. Ich muss lehren, innerlich still gehen lauschen. Der wen kein literarische Schnellschlucker sind, mir vielmehr ein Mensch, der lauschen kann. Die Weinkenner, die wissen, dass in der Wein nicht einfach so raufschütt. Mehr, es könnt ob den No-Geschmack und. Den Ignatius von Loyola, der sagt, nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das Verkosten der Dinge von innen. De Gu dofir hun. Aber während der Pandemie, da waren ganz viel Leid, die hatten de Gu verloren, de Geschmackssinn, und noch de Geruchssinn. Und das ist selbst ganz Schlimmes. Das ist ein Zeichen, dass wir krank sind. Du stellen wir uns froh mal, wo mir überhaupt de Gu für das Wort von Gott. Aber was machen wir dafür, für die Gu nes Rüm zu kriegen? Von meinen Matbrüdern, den ein Paar zu Lützeburg überholt hat, den hat Lectio Divina angefordert. Hier sagt mir, dass viel Leid Sehnsucht um Wort von Gott hätten. Den Text lesen, ruhig, los, für das ihn zum Gu vom Wort von Gott könnt. Und da bleiben die bei einem Wort aus der Bibel stehen. Und das Wort von Gott ob sich abwirken lassen, sich ihm abmachen, als sich von ihm weiterführen lassen. Es geht darum, die Stimme von Gott lauschen zu können. Schließlich auch zu den großen Gestalten, Männer und Frauen, von denen die Bibel schwätzt und erzählt, herabgucken zum Himmel, zu Gott, aber mit jemand Gespräch kommen. All Bibellesungen sollen eigentlich mit einem Gebet aufhängen und auch ausmünden an ein Gebet. Und dann erschließt sich engem eng nei, eng herrlich Dimension.
Sicher. An der Bibel gehen doch Texte, worüber mir als irgeren, die als steuern. Und da kann ich verschiedene reagieren. Da seht ihr, ja, ich lehne Bibel, wird von Gott einfach auf Zeit. Mit kann ihn aber sich auch vielleicht ein guter Lehrmeister holen, den aussprechen, dass den als hilft. An von den großen, guten Lehrmeister, das ist den heiligen Augustinus. Die wusste so genau, dass mir alle Guten, demals dann noch haut, dass ich Schwierigkeiten hätte, verschiedene Sachen richtig zu verstehen, wie ihn umgeht man Wort von der Bibel. Und Augustinus sagt das heiten, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, bis es der Urheber deines Heiles wird. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Das ist dann wieder, wenn das Wort von Gott als irrt, dann ist das immer ein Zeichen, dass wir uns selber verkehrt gesehen. Und dass wir Gott auch verkehrt gesehen. Gott will dein Stern abmachen, für das wir das Leben für Gott realistisch können gesehen. Aber wenn wir die Welt mit den Augen von Gott angucken, da gehen wir auch freundlich mit uns selber. Wir gehen gut zu uns selber, wir gehen gut mit uns selber Letztendlich wollen auch die Männer angenehm wieder von Gott, wird von Gott an der Bibel, als immer nächst zur Quelle vom Leben feiern. Wenn wir das Wort von Gott richtig verstehen, ja, da verstehen wir es auch richtig. Da leben wir nicht mehr in unseren Illusionen. Und da gehen wir letzten Endes als ein eigener Freund. Sind wir dankbar, dass Maria sich auf das Wort von Gott angelassen hat. Ja, der Glauben ist schön. Liebster
Herrgott, an deinem Wort schwätzt du zwei Menschen. Aus schweren Zeiten braucht Kirche mehr wie je, denk wieder von Trost an Hoffnung. Ob die Vierspruch von der Mutter Gottes rufe mir zu dir. Am Laufe der Zeit, wo viel wünschen sich für das Evangelium zugemacht, weil sie von den Vertretern von der Kirche blessiert oder gedemütigt gaufen. Ob die Vierspruch von der Mutter Gottes rufe mir zu dir. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, allheilreich. An dieser Zeit, wo das Leben dacks strammen Rhythmus hat, brauchen die Menschen Platz, wo ihnen noch gelauscht wird, aber wo sie menschlich und spirituell können wachsen. Ob die Spruch von der Mutter Gottes rufe mir zu dir. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, allheilreich. Jeder von uns kennt Menschen, die im Moment krank sind oder für großen Entscheidungen stehen. Los sie den Trost vom Gebet erfuhren. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, für die Menschen, die du an den speziellen Dienst an deiner Kirche schriftst, als geistlich, Diakon, als pastoral, theologisch und katechetisch Mitarbeiter. Schenkt deiner Kirche neue Berufungen aus der Fried und Glauben und den Obersternen. Herrgott, wir beten dich. An einem Moment von Stille bringen wir auch als persönlich Urlaues an die Gebete von allen Pilgernis für ein Gnadenbild. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, allheilreich. Gute Papa im Himmel, durch Maria, als der Jung Jesus an das Welt kommt, los ist Gebet am Schoß von der Gottesmann an diesen Tag gehör fangen. Als schenke ist dein Frieden. Darum biete mir durch Christus, also Bruder an unserem Herr. Amen. Regina Celi, Gaudet letare Virgo Maria, Halleluja. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Padre cielo prestitis Dieis, Alleluia. Oremus, Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliqueste, tribuo quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nach ein Keier lauschen, die Woche über 18 Uhr, Meindes 19 Uhr. Und von Meindes bis Freitags auch 23 Uhr Dock. Ich invitiere noch schon ganz herzlich für den 22. Mai auf die Schlusspression mittags 3 Uhr, wo wir auch die Schönheit von unserem Glauben nach außen hin können weisen. Des Weiteren rufe ich Nenker ab, für einen Dank zu machen für die Restauration von der Urgel hier in der Kathedrale, Kontusnummer von der op katol.lu. Anlo geben wir das Mikro zurück an das Studio.